Alles klar, Leute, es ist soweit für den allerletzten Part hier bei Yu-Gi-Oh! 5D Smart of the Cards, der Kampf gegen die letzten der finsteren Auserwählten mit ihren Ergebenen Unsterblichen etc. etc. Tja, war wieder mal eine halbe Geburt bis hierhin zu kommen. Alter Schwede, meine Stadt da rechts unten. Ich muss gegen Luna fighten, gegen Lassar und gegen 3-4 Transcender, bis man hier hinkomme. Echt übel. So. Also los geht's hier gegen irgendwo unsterblicher Chakukachalur, du müsst dieser riesige Walhai-Dingsbums sein. Und wir fighten natürlich gegen Dreiger, der ursprünglich mal ein guter war, aber irgendwie finster Auserwählter wurde, wie auch immer. Ist aber noch ein altes Icon. Dreiger? Was machst du denn hier? Dreiger? Wie kann jemand hier sein, der von der Sector Security verhaftet wurde? Ich bin hier, um mich zu rächen. Auf keinen Fall, Mann! Starten wir das Duell! Tja, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Wieso du? Ich muss fighten. Wieso das alte Artwork? Also müsste es eigentlich auch so schwarze Augen haben, ein bisschen anders aussehen im Gesicht und so. Verstehe ich nicht ganz, ist mir aber auch, naja. Das Spiel hat halt so seine unlogischen Momente. Okidoki. Also, der letzte Part ging ja leider ein bisschen länger als erwartet, ging ja über eine Stunde. Hier macht es ein bisschen kürzer, egal ob er jetzt irgendwie vorhat, seine irgendwo Unsterblichen zu rufen oder nicht. Ich mache da vollends auf Tempo. Also sprich, das Ziel ist immer dasselbe, wir wollen natürlich gewinnen. Oh nein, schon die Scheißkarte. Okay, goldener Sarkophag, weiß genau, was ich mir da ziehen muss. Natürlich schwerer Sturm. Mal ganz ehrlich, mit so einen Karten, ich hasse so Karten, die mich irgendwie ständig nerven wollen, mir alles ständig abziehen wollen und so. Nee, ist gar nicht mein Fall. Egal, ich spiele erstmal Riesenbazille, aktivieren noch goldener Sarkophag und holen wir, wie bereits erwähnt, den hier auf die Hand in 2 Zügen, schwerer Sturm. Sehr gut, jetzt haben wir eine Karte verdeckt und das war's fürs Erste. Oh Mann, Leute, bereits der letzte Part, den ich jetzt hier aufnehme und der kommt irgendwie am 18. Mai, müsste der planungsmäßig kommen, sprich ich habe für etwa knapp 2 Wochen Parts auf Lager. Ist dann mal so schlecht. Beschwörungsreaktor SK. Genug Zeit, mal zu überlegen, was wir da als Nachfolgeprojekt nehmen sollen. Also, sprich, ob direkt da mit Reverse of Arcadia, dankeschön. Direkt mit dem oder was anderes dazwischen machen soll und. Lala, Reaktor SK. Was habe ich da? Riesenbazille, war? Nirgends angreifen. Moment mal, diese Reaktoren wären ein bisschen doof, hat eigentlich doch irgendwie auf Fallen sauber Monster reagiert. Aber immer so im Hintergedächtnis. Okay, fliegende Festung Skyfire, ja, ist natürlich klar. Fallenreaktor JV, Phi oder Phi, wie auch immer. Der Reaktor Re, natürlich als zusammen gibt Skyfire. Alter. Dämliche Namen irgendwie, Beschwörungsreaktor SK und der andere YFI und so. Okay, Sarkophag ist weiter dabei, das ist schon mal sehr schön. Dann spiele ich noch ganz kurz das Monster verdeckt und switch nochmal in meinen beiden Riesenbazillen Verteidigungsmodus. Der Schaden zu. Monsterbeschwörung! Armageddon Ritter! Armageddon, Armageddon! Die Karte ist eigentlich auch noch cool. Können wir sich irgendwie auch noch überlegen, ans Deck zu nehmen, weil ein Monster im Friedhof zu haben, zum Beispiel wie so ein Zombie, kann durchaus ein Vorteil sein. Nimm das, Mann! Na, muss es sein, wird dann gerne die. No! Ganz verdeckte Monster an, komm schon! Na, natürlich auch nicht. Wir wollen erstmal einen Riesenbazillen auslöschen. So viel zum Plan mit Gerümpelkrieger. So kannst du mich nicht besiegen. Wieso? Lebenspunkte abziehen klingt doch gar nicht mal so schlecht. Also könnte doch klappen. Eine Karte verdeckt. Sehr gut. Kriegen wir einen schweren Sturm auf die Hand.
Dann kann ich immer zur passenden Zeit reagieren. Sehr schön. Jetzt noch ein Monster verdeckt und übergib an den kleinen netten Greiger. Handzerstörung. Ja, dann noch was. Momentan sind wieder gute Karten auf der Hand. Da ist natürlich Handzerstörung ziemlich fail. Ja, was macht er denn? Was macht er denn? Monsterbeschwörung und er ruft Zauberreaktor RE. Lalalala. Da wäre jetzt zwei Beine auf dem Feld, natürlich nicht so schön. Angriff negieren? Nee, komm. Lassen mal noch. Trollololo. Okidoki, aber da was gesagt von wegen negieren. Was ist doch jetzt doof, weil man noch Punkte Schaden zahlen muss. Sprich, ich muss erstmal, ja, würde fast eine Zauberkarte als Opfer bringen, nicht wahr? Und erst dann kann ich die richtige Zauberkarte spielen, die er dann nicht mehr blocken kann. Soweit zumindest mal zum Plan. Was rufen wir jetzt da auf die Hand? Der hat dann Stufe 4 Monster, mal ein bisschen Feldvorteil sichern. Könnte natürlich auch nicht schaden. Oh nein, wieso kriegen wir uns? Ach, verdammt, jetzt haben wir jetzt klüger gewesen. Gescheiter gewesen, klüger gewesen. Oh, Menno. Und da geht er, da hauen die Tomate, du. Ja, keine Sorge, kommt gleich neu nach und soll was anderes rufen? Nee, passt schon. Nachher auch noch 2 Tomaten auf dem Friedhof, ein roter Netzunterwelt, ach, roter Netzunterwelt, Quatsch, aua! Natürlich für den schwarzen Rosendrachen, das ist doch auch nicht schlecht. Okidoki, so eine Rektorin, die ein bisschen auf den Senkeln mal eher sein soll. Welche Karte kann ich im Notfall noch opfern? Tja, fast eigentlich Kontrolle, wa? Obwohl vielleicht verspäten noch nützlich. Spalt vielleicht. Soll auf alle Fälle irgendwie eine Karte jetzt loswerden, die ich überhaupt nicht brauche und nicht mehr brauche. Komm, nehmen Spalt. Nee, das ist immer gut. Gehirnkontrolle, genau. Doof so, jetzt zweimal 1600 Lebenspunkte, aber was soll's. Angenommen, der kontert es nicht. Nicht natürlich da 3 oder 4 ist ein bisschen doof. 5 geht allerdings auch. Okay, aktiviert seine besondere Fähigkeit dann doch. Das war ja zu erwarten. Bäm, Sonderpunkte Schaden. Aua. Der Effekt gilt trotzdem. Cool. Hab gedacht. Stimmt, okay. Das war mein Fehler. Also erstmal nervigen Zaun fallen kann dort weg. Ja, jagt wir du. Doch nur dein begrenzter Entferner. Das geht nachher sowieso über den Jordan. Ist mir also soweit egal. Angriffspunkte. Verdammt, nicht Grundangriffspunkte. Natürlich jetzt doof. Für 5 plus Stufe 2 nochmal sagen, Stufe Angriff. Tja, am besten Feldvorteil oder nur Angriffsvorteil. Der schwarze Rosendrache, du. Und da kommt er auch schon aufs Feld, der schwarze und allmächtige Rosendrache. Ja, liebe Freunde, diese Dornen könnten giftig sein, eventuell, unter Umständen. Whatever. Gehen wir gleich jetzt an. Das natürlich, weil er wird sowieso zerstört. Sprich, kann munter einfach drauf los angreifen mit dem schwarzen Rosendrachen. Ordentlich Schaden austeilen. Du. Und das Viech ist sowas von down. Du. Und Greg auch bald. Yeah. Gut, das war das erste. Natürlich die Hoffnung, dass nachher das Monster angreifen zerstört. Setze ich mal
Die Karte verdeckt. Ja, du kannst Verteidigungsmodus gehen, das ist natürlich auch toll. Und mein Zug ist vorbei. Ai, na, keine Monster mehr. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ja, was macht er da wohl, Freunde? Was können wir wohl schon machen? Also natürlich seine Rettungstruppe spielen. Nee, komm, das ist ein bisschen zu doof. Ich meine, vielleicht doch auch meine Monster. Monster ist schon meine Karten natürlich. Monster. Vielleicht keine Monster. Monsters vielleicht, ja, aber das war was anderes. Oje, oje, okay, Endersynchron, natürlich auch noch nice. Aber erstmal spiele ich den Effekt des schwarzen Rosendrachens. So, kommt das Monster weg und das geht in den Angriffsmodus. Und verliert ein paar Punkte und dann kann sowieso nichts mehr machen. Das heißt, ein perfekter Zeitpunkt mit all meinen Monstern anzugreifen. Tja, mystische Tomate vernichte seine Sprengkugel. Die jetzt sowieso nichts mehr machen kann. Alter, Sprengkugel, das ist ein Oldtimer. Ich hatte das sogar damals in der ersten Yu-Gi-Oh! Serie, also sprich im Anime, hatte der irgendwie noch Stufe 8 oder so irgendwas. Ganz crazy. Ja, spielt doch keine Rolle, lille. Und er ist sowieso wieder down. Uah. Einfach keine Chance. Gut, das wäre so mal soweit mal dazu. Eine Synchron spiele ich noch nicht. Mit dem warte noch ein bisschen. Das passt doch supi. Na, Greiger, sieht ein bisschen doof aus, wa? Wie du ein Kartenkavallerist? Come on, ne, der kann ja auch nix. Ja, und jetzt? Genau, greife meine Tomate an, toll. Meine Tomate, nein, meine Tomate. Das ist meine Lieblingstomate. Ich esse immer schön mein Gemüse. Autsch. Egal, lalalal. Für so ein Deck. Zombie? Nee, nö, nee. Ja. Ja, da könnte gut gehen. Kartenkavallerist im Angriffsmodus. Ja, du jetzt also für so Tough Greiger, ja? Ich da mal nicht täuscht, weil man natürlich gar keine Punkte mehr hat. Ach komm, lass noch ein bisschen und greife hier mit meinem schwarzen Rosendrachen an, weil er es kann und weil es so geil ist. So viel zu ärgern und Sterblichen, die können doch sowieso nichts. Nur meine Synchromonster, die können was. Aufgewärmt? Alter, aber das hat er nass gemacht. Oh Mann, man kann der Handzerstörung spielen, aber nee, warte lieber mal noch. Bis ich einigermaßen eine vernünftige Karte auf der Hand habe, wo ich sagen könnte, ja, jetzt lohnt sich's. Ansonsten wäre es jetzt ziemlich noch fehl. Okay, was hat die Zeit? 20 Minuten, noch nicht ganz, 14 erst etwa. Okidoki. Die schwarze Salve. Ah, will der etwa? Wäre natürlich ganz fehl, wenn das machen würde. Ein Synchromonster, geht doch gar nicht, oder? Da hat 2 Effektmonster auf dem Feld. Oh, sind Fänger. Ups. Mein Fehler, ein bisschen verkalkuliert. Alter, das Monster, was wir gar nicht rufen durften. Weil es einfach nur so scheiße stark ist. Oh, jetzt bin ich gerade ganz schön am Arsch, wo ich denke, nein, mein Rosendrache, nein, oh, scheiße. Alter, hat so schnell weggeklickt. Dachte keine Handzerstörung. Natürlich wollte der Geisterwache-Effekt aktivieren. Och Menno, wäre so geil gewesen, ey. Oh, Scheibenkleister. Ah, sorry Leute, mein Fehler ging ein bisschen zu schnell für mich. Ja.
Für mich alter Mann, sorry. Was machen wir jetzt da? Was machen wir jetzt da? Das ist ganz vernünftiger eigentlich, was man machen könnte. Das Duell beenden. Tja, doof. Doof. Ja, da hat wirklich keinen Handzerstörungswesen-Effekt. Okay, wollte den gerade wegklicken, kann man den vom Geistwachen nach eigentlich wollten, aber der ist aus dem Weg geklickt. Der kickt auch noch und ja, doof. So, sowieso vorbei. Noch Spalt aktivieren. Und auch sein finsterer Jagdbomber geht in die ewigen Jagdgründe. Tja, gut, würde man sagen, hasta la vista, Baby. Und ja, meine Fresse. It's over! Du kämst ausgezeichnet. Ich akzeptiere meine Niederlage. Ja, schön für dich. Das ist doch ganz toll. Lololol. Und die Frage ist, wie geht's für uns weiter, weil er ist noch gar kein Finster auserwählt. Da müsste aber eigentlich einer sein und ja, unlogisch. Wird er zu einem? Wer ist weggelaufen? Ja, Jack, Michael gehen wieder, okay. Wie, es war's schon? Och, Menno, es war aber ein bisschen lame, Freund. Ich dachte irgendwie, oh geil, jetzt kann ich noch gegen einen finsteren Greg antreten, aber nö. Hat er wohl gar nicht da irgendwie die Karte des irgendwo Unsterblichen auf der Hand oder im Deck irgendwie. Das war irgendwie crazy. Egal. So, wir sind in 7F, es soll es noch 2 geben, sprich Misty und Kellen. Na, Misty hatten wir ja bereits, also würde man sagen, Kellen alleine reicht, oder? Nicht unbedingt noch alle. Ah, stimmt, das wird sie natürlich böse, man kann gegen sie fighten und so. Ah, du Scheibenkleister. Ja, ist klar. Okay, Leute, dann haben wir links, rechts, kann in beide Richtungen gehen. Moment, links war ich ja bereits, war. Okay, wie es genau weitergeht, ob er noch gegen beide catcht oder nicht, das ist im nächsten Part, sage ich schon, im nächsten Kampf natürlich, gleich ein Part noch, also sprich gleich ein paar Sekunden. Gegen Kellen sicher noch, gegen Misty eventuell nochmal. Mal gucken, bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück hier im nächsten Fall gegen die finsteren Außerwelt, ihm noch Part 99. Und ja, ich hatte ein bisschen Glück, Freunde, ich musste nur gegen Nakisa antreten, es ging relativ leicht, also es war ein verrücktes Duell. Ich hatte irgendwie 5 Zauberkarten auf der Hand, direkt bei Startbeginn und, also, bei Startbeginn vor allem, ja. Als Starthand und Nakisa hat irgendwie nur 2 Monster beschworen, das ganze Duell über, war ein bisschen crazy. Aber okay, gut, jetzt gegen irgendwo einen unsterblichen Jabak Apu, sprich gegen Kellin und das könnte lustig werden. Kellin, ja, da werden wir so vor allem dann beim Nachfolgeprojekt, sprich bei Reverse of Arcane nochmal treffen, denn dort hat er noch eine große Rolle, so wie auch Jack und UC und wie dann auch und naja, seht ihr alles dann im Nachfolgeprojekt. Jetzt erstmal Kellin Kressler, Level 15, Kessler, nicht Kressler und Wirbelloser Albtraum heißt sein Deck. Kellin Kessler? Ja, er ist es. Bist du wirklich Kellin? Was meinst du, UC? Er ist anders als der finster ausgewählte Kellin, gegen den ich gekämpft und verloren habe. Hä? Achso, er spielt danach, okay. Aber es sieht genauso aus und es fühlt sich genauso an. Wie erklärst du das? Ich weiß nicht, ich werde die Antwort im Duell finden. Ja, das glaube ich auch. Ja, und trotzdem muss ich fighten, ey. Oh. Also heißt müssen, ne? Ich meine, Yu-Gi-Oh! Duellieren ist ja schön und gut, machen wir auch gerne, kein Problem. Also aber nicht, wenn man so ein Duell zwischen anderen sehen würde. Das ist echt ein Duell zwischen Kellin und Yosei live sehen, wird doch ganz nice irgendwie. Was das aber es muss natürlich nicht immer sein, ganz klar. So, Kellin, kannst du bitte mal, ja. Kellin, komm schon. Dankeschön. Also wie gesagt, eventuell bereits das letzte Duell für dieses Let's Play, für diesen Part auch, alles zusammen, weil, klar, wir können das noch gegen Misty antreten, das haben wir ja schon mal gemacht und, mal gucken, wie schnell das Duell vorbeigeht. Also wenn es länger dauert, dann nicht, wenn es schneller geht, dann können wir durchaus nochmal eine Runde riskieren. So, eine relativ gute Starthand fürs Erste. Kann man doch nicht meckern. Sehr gut, jetzt erstmal Monster verdeckt und das war's bereits, Kellin. Du bist dran. Der Kellin Kessler. Ja, alles ist voll im Kessel. Du.
Der kann doch eh nix. In die Leere? Was ist das für eine Zauberkarte? Achso, stimmt, jetzt ein ewig infernales Deck. Ja, genau. Ach du Scheibenkleister. Da kann er ja Effekte aus dem Friedhof her aktivieren. Du. Hat sowieso nichts mehr in der Hand, okay. Seine Strategie ging also auf. Die Frage ist, geht meine jetzt auch auf oder eher weniger? Scheinbar eher weniger. Na warte, Kumpel, das geht auch anders. Ich aktiviere schwerer Sturm. So, sehr schön. Dann nehme ich mal ganz flott die Karotti, den Cyberdrache im Angriffsmodus. Pissmann. Und nun kommt das nette kleine Zug, aber auch noch Endersynchron zum Zuge. Tja, was soll man machen? Da ist mehrere Tech-Festungsdrache, eine Variante, was sind zwei Maschinen auf dem Feld, aber nee. Nö, ich hab Bock auf ein bisschen Schaden, sprich wir rufen einen alten Bekannten, der richtig Feuer unter dem Arsch machen kann. Flammelurkisas im Angriffsmodus. Und wie gehabt, dank der Fähigkeit von Endersynchron kann ich auch sein gegnerischen Monster noch in Angriffsmodus switchen. Bams. Tja, Kennis, also das, was du willst, kann ich halt mehr auf der Hand. Also unter Umständen, wenn es wirklich doof läuft, also wenn er jetzt echt Kartenglück hat, dann macht er mich hier sowas von fertig. Ja, aber dann gehen wir ja Pech, sprich wir werden auch nicht seine Egmont und Sterblichen sehen, weil dafür braucht er zweimal auf dem Feld und fällt aber Karten allem. Naja, also der ein bisschen unwahrscheinlich aus dafür, aber wir werden es ja gleich sehen. Gut, jetzt die Karte noch verdeckt. Okay, da, ich wollte doch noch, ja, ich wollte jetzt eigentlich noch, ich überlege gerade, ich bräuchte im Idealfall noch ein Monster, also sprich ein Empfängermonster im Friedhof noch, plus dann natürlich noch den Zombie auf dem Feld, kann ich sogar einen roten Oberdrachen noch rufen. Wenn ich keinen Deck so richtig einschätze, wird da sowieso nichts mehr. Weil er mich gleich richtig auf die Hörner nimmt. Nö, doch nicht. Er hat nichts drauf. Ja, er hat doch einfach nichts draus. Drauf. Im Haus und more Power. Wird es vielleicht 30 Attribut sein oder bodenlose Fallgruppe oder so etwas in der Art. Verrückt. Wenn Sie gleich sehen. Ich will den Feldzauber schon mal. Gut. Ja, noch zwei Monster plus da halt noch, ja. Noch sein Shabak-Apul, wie das Vieh heißt. Dann könnte es rund gehen, aber ob er das überhaupt noch schafft. Fange ich ein bisschen bezweifeln. Alles klar. Flammenvelokisas. Greif ihn direkt an und beende das Duell. Ja, nicht ganz, aber fast. Wow, guter Treffer, Alter. Danke, Kellin. Hat durchaus was für sich. Alter, dieser Flammenvelokis hat schon 3000 Angriffspunkte. Einfach so krass. Das ist zu erwarten. Okay, was kann das Teil? Deck auf den Friedhof, okay. Ja, und jetzt? Nix, war. Der Mann hat angekündigt, das Deck, ewig infernale Decks, können durchaus Schaden machen, wenn es halt doof läuft, dann geht da gar nichts mehr, dann ist da Feierabend. Wieder schnell Topf der Gier. Ja, weiß auch nicht, also. Also sicherheitshalber ein Monster verdeckt, obwohl, was heißt sicherheitshalber? Komm schon, Kelly, mach ein bisschen was. Wird ein Egmont Unsterblicher noch sehen, wir haben noch genug Zeit. An dem her liegt es eigentlich nicht mehr. Wenn du da ein bisschen Gas geben würdest und so, kann man sicher noch was reißen. Der ewige infernale Unterweltler. Kann der mir Schaden machen oder macht er eher etwas für sich selber?
Na gut, hat er eine Spezialbeschwörung gerufen, oder? Nicht? Normalbeschwörung? Echt jetzt? Krass. Naja gut, also die Karte kann sowieso nicht viel. Bald haben wir eine Kette noch für andere Fälle. Und füge ihm ein bisschen Schaden zu. Hey, das ist Mobbing, Mann! Ja, ich weiß, sorry. Ja, wir sind auf der Zielgeraden. Das theoretisch reißt eine Zerstörung, also... natürlich, jetzt reißt es theoretisch noch, wenn einen Riesenparzellen zerstört, plus nachher noch meinen Marshmallow angreifen, hätte er bereits verloren. Aber jetzt da mal noch nicht sehr viel, wie gesagt, ich will darauf warten, dass er noch seinen Flamme sag ich schon, dass er irgendwann Unsterblichen ruft. Sprich, lasst ihn mal, und sie sind auch noch verdeckt für den Zombie, natürlich immer gut gebrauchen. Und ja, lass ihn mal ein bisschen so zocken, nicht wahr? So, komm schon, Kellen, sag mir, was du drauf hast. Du hast bereits einen Felsaberkarte auf dem Feld, Junge. Oh. Oh. Hehe, macht's cleverer als die anderen. Ja, wenn man sich echt erwarten, bis er da kommt. Ja, sieht fast so aus, wa? Okay, Leute, warten noch ein bisschen, wir haben genug Zeit. Noch ein bisschen Speed geben, momentan noch nicht. Die Karte lassen wir noch verdeckt, kann nachher noch was machen. Dann darfst du sehen, halt sein, ja. Ein Erdigung und Sterblich nach dem Friedhof werfen. Dann haben wir halt Pech gehabt. Das ewige infernale Trugbild. Was kann das denn? Na, was kann das denn? Kann gar nichts. Menno Kellen, was treibst du eigentlich mit deinem... Ja, mit deinem Deck, würde ich sagen, das ist ein bisschen kacke. Was auch wenn ich so sage, aber ist doch wahr. Sein Deck, das kann doch gar nichts. Zumindest aktuell nicht. Alter Mann, spiel doch mal was Vernünftiges. Ja, das gibt's nicht, ey. Alter Schwede. Naja. Ist man derweil mal fleißig weiter Karten auf der Hand, nicht wahr? Man kann immer gut gebrauchen, ein paar Karten und so. Spiele ich jetzt da noch Schrumpfen? Nee, behalte ich noch. Komm. Sprich den noch, falls etwas schief gehen sollte. Und warte weiterhin ab. Die Wahrscheinlichkeit beträgt 1 zu 23, dass eine Karte zieht, die ich unbedingt will. Aber so viel Glück haben wir natürlich nicht. Nee, da kriege ich Gicht. Ach, Junge, Kellen. Ich muss echt eine Karte haben, mit der ich ihn zwingen kann, eine bestimmte Karte zu ziehen. Das wäre dann echt Hammer, aber so. Das sieht natürlich ziemlich mies aus. Ja, fangen wir ihn ab. So, komm schon, Kelly, wir wollen was fürs Kino haben, wollen was dafür haben, was wir bezahlt haben. Na, toll. Ne, verdeckte Karte. Was bringt das denn? Nix, genau. Erstmal ziehen. Ja, Leute, aber davon, dass ich da ein bisschen gewartet habe. Weil der Resort wäre cool gewesen. Naja, es geht immer noch, nicht wahr? Wir haben noch genug Optionen auf Lager, um dann roten Oberdrachen zu rufen. Fällt dann noch ein paar ein und so. Also, vorbei ist noch lange nicht, keine Sorge. Aber wenn er nicht langsam mal ein bisschen Eile hinne macht. Das ewige infernale Trugbild. Ja, jetzt kommt da noch ein bisschen Spannung auf. Gut, der Käfer ist mir relativ egal, aber natürlich sind andere da, der Zerstörer. Der ist ein bisschen übel, oder kann da irgendwie noch was
synchronisieren und so. Da wird es ja noch gehen, wa? Alter, was machst du? Was treibst du dort? Ein Käfer, hä? Was bringt das jetzt? Alter, ruf mal deinen infernalen Drachen. Das wird's geil. Okay, schön, dann kann zwei Käfer rufen, toll, die ja selber noch Empfänger sind. Ja, und dann, wie weiter? Komm, schon 2 plus 6 gedacht, da ist doch dein Drache, der hat doch so ein Level. Alter, ruf einen Drachen. Wieso rufst du deinen Drachen nicht? Oh, 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 der Zerstörer greift an. Die Frage ist, soll ich jetzt einen Effekt aktivieren, weil der hat eine ziemlich krasse Fähigkeit, sehe ich gerade. Was nicht schon wieder? Ja, wollte schon fragen, darf ich auch noch was machen oder wie? Zerstöre sie, was haben wir denn da? Der reisende Tribut. Ups, okay, dann mal schon vorbei war. Aber ich aktiviere erstmal Eisenschrottvogelscheuche, weil der Effekt geht mich ein bisschen. Naja, kotzt mich ein bisschen an, um ehrlich zu sein. Ach, Junge, Junge, wieso rufst du nicht deinen Drachen? Ey, das wäre jetzt so geil noch. Hätte zumindest noch eine coole Animation, weil von dem gibt es ja scheinbar auch noch 2 Animationen in unserem Kinoprogramm und ja, naja. Wenn er halt nicht will, dann kann ich ihn auch nicht zwingen. Nee, nee, das geht dann schlecht. Okay, jetzt Riesenbaziller noch und danach kann er noch meine Tomate auf den Friedhof schmeißen, nicht wahr? Und danach haben wir eigentlich nur noch. Ja. Danach macht dann Marshmallow den Rest. Nett, Auge um Auge, was? Und Zahn um Zahn. Dann noch 2 Monster zum Angreifen. Okay, der Plan klappt aktuell noch. Geht die auf dem Friedhof. Okay, dann ruft natürlich meinen. Wo bist du denn, Kumpel? Ah, hier ist er. Mein Sangenausfeld, der auch zerstört. Verliert 200 Lebenspunkte, aber okay, die zahlen da zur Portokasse. Die ist mir dann ziemlich egal. Keine Karten auf der Hand. Ja. Gut, dann wollen wir doch mal gucken. Hey, wo ist jetzt? Hey, das Marshmallow auf die Hand nehmen. Das war jetzt im Friedhof. Ups. Da ist bereits auf dem Friedhof. Wieso gar nicht mehr? Was habe ich denn damit gemacht, Mensch? Das ist schon, hey, ist jetzt schon auf dem Friedhof? Crazy. Wieso ist mein Marshmallow schon auf dem Friedhof? Ja, weiß gar nicht mehr, Leute. Das weiß ich jetzt echt nicht mehr, aber irgendwie mal zeitlich irgendwie sonst abgelenkt, also was weiß ich. Ist auch egal. So, mal gucken, was jetzt die Karte dort ist. Macht des Spiegels. Oh, hätte überblenden können. Handzerstörung geht schnell, sind uns wohl alle einig. Aber was man noch machen kann, ist natürlich. Was soll ich ihn rufen? Und dann Macht des Spiegels spielen. Ja, komm, wieso nicht? Das könnte doch lustig werden, Leute. Ja. Wobei ich natürlich auch Schrumpfen spielen können. Wenn ich schon einen Monsterverteidigungsmodus habe, wäre natürlich auch gut gegangen. Aber auch das sieht nach heiß aus. Ja. Nee, Freunde, da kein Bock drauf sein, irgendwo einen Sterblichen zu rufen, dann lassen wir ihn einfach. Naja, hinweg und so, schon klar. Ich würde mal sagen, Tschüssikowski. Wobei, einer würde theoretisch überleben, das machen wir ganz kurz mal rückgängig. Und zwar ist der doch. Oder steht da kann ich so auf eine Karte nicht durch Kampf oder kann Effekte zerstört werden? Yep, aber jetzt kann er schon. Der Leute, so schnell kann's gehen.
Okay, den ruft er da. 2 Stück direkt, wa? Der Zerstörer. Ja, Mann, ich bin der Zerstörer. Und der Unterweltler. Du. Okay, kann ein neues Monster auf die Hand holen. Auch nicht schlecht. Tja, 16 Karten fehlen jetzt natürlich nicht mehr. Trotzdem noch ein bisschen nervig das Ganze gerade. Ich habe ein Stufe 4 Monster. Ich kann Stufe 6 beschwören. Oder aber Stufe 9. Kacke. Das geht gar nicht. Das geht nicht. Aber das geht. Topf schlagen und tschüss. Sehr schön. Was machen wir am besten? Will man sagen, ich rufe meine Captains aufs Feld. Nur einen sicherheitshalber oder nur einen? Einer genügt auch. Und dann kommt der noch zum Zuge. Falls etwas schief gehen sollte. Gut, jetzt kann ich noch die Karte aktivieren. Schrumpfen. Die halbierte freundlicherweise die Angriffspunkte. Mein Captain ist stärker! Captain, mein Captain! Nett Auge um Auge, was? Ja, schon wieder, klar. Kellin, wie machen wir hier wohl bloß weiter? Was, Alter? Das Duell dauert jetzt schon wie lange? Wieder knapp 20 Minuten, was? Und ich warte immer drauf, dass irgendwie sein Supermonster ruft, oder daraus wird wohl scheinbar nichts mehr. Hä? Wie, jetzt geht doch gar nichts. Guten sagen, ey. Ja, das Spruch klang gerade ein bisschen anders, dachte ich gerade. Hä, ruft jetzt irgendwie. Aber nee, geht ja gar nicht. Alter Schwede, was rufen der da ständig für Monster, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, also Handzerstörung hat es irgendwie hier echt voll knicken, da bringt gar nichts. Der Zerstörer mal wieder, ach Menschenskind, ey. Wir gehen von aller Zerstörer, hinweg mit ihm. Nee, Kumpel, was dagegen, ja, wenn es mal recht ist. Also, tschüss. Tja, kann natürlich auch der meinen anderen Captain an. Da ist jetzt ein bisschen doof gelaufen. Definiert mein Zombie. Oh nö, mein Zombie, mein Lieblingszombie. Die Zombies sind ausgebrochen. Ja, Scheibenkleister. Nebeltalsoldat. Gebe ich Stufe 4 zusammen. Stufe 4 natürlich, Stufe 7. Was noch mit ihm? Das gäbe dann Stufe 8. Sicherheitshalber, falls er ihn wieder noch einen zerstörerischen Effekt aktivieren würde. Ja, das könnte klappen. So, Nebeltalsoldat. Gut. Aber dann sind wir noch Pflanzenmonster von schwarzen Rosen, hätten wir auch noch. Ja, aber komm Leute, wenn wir schon dabei sind, das Duell und natürlich auch den Part und das ganze Let's Play zu beenden, dann machen wir es auch richtig. Und zwar mit dem hier. Mit dem Stern am Firmament. Flieg los, Sternstaubdrache.
Oh yes, da ist er, der allmächtige Sternstaubdrache. Nun dann, Sternstaubdrache. Greif an und beende dieses Duell. Sternexplosion. So werde ich es nicht enden lassen. Doch, das Let's Play ist leider Gottes vorbei. Ja, so viel dazu. Hat er nicht mehr seinen Unsterblichen rufen können. Ist natürlich ein bisschen schade und so. Was ist? Er ist verschwunden. Das ist anscheinend der echte Kell. Ja, aber wer würde so etwas tun und warum? Ja, dann halt nicht der echte Ken und so, nicht wahr? Tja, vor allem muss man sagen, ist eigentlich soweit eigentlich alles fertig. Ich meine, klar, eine fehlt eigentlich noch in unserem, sag jetzt mal, in unserem Abschluss, um alle Finstern Auserwählten zu besiegen, aber naja, wir haben schon mal gegen sie gecatcht, ist zwar schon ein paar Parts her zugegeben, aber wir haben es trotzdem schon mal gemacht und deswegen, jetzt haben wir gegen sie zu kämpfen, nur um zu wirken, dass sie ihr Monster rufen kann, ihr ultimatives Monster. Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Wir müssen hier drunter sein, wir können von hier oben runter und. Genau. Und hier wäre sie, die gute alte Misty, aber ne, vorhin haben wir bereits gemacht, müssen wir nicht nochmal machen. Tja, jetzt würde ich echt sagen, Freunde, das war's hier mit Yu-Gi-Oh! 5D's Master of the Cards. Wir haben es immer noch nicht herausgefunden, wer der Master der Karten ist, weil, auch wenn ich gar nicht mal so schlecht war und allem, nicht wahr? Ich meine, der Status Queen spricht Bände. DP 28.000, fast 30.000, krass. 140 Siege, 32 Niederlagen. Nee, also wir sind garantiert nicht der Master of the Cards. Wer sein wird, keine Ahnung. Vielleicht mache ich dann noch ganz kurz, weil es ist mittlerweile der 4. Mai, wo ich hier aufnehme. 18. Mai kommt der letzte Part, sprich der Part 99. Und danach haben wir noch 2 Tage theoretisch Zeit wofür eigentlich? Ja, um online noch zu fighten. Mal gucken, ob wir dann noch dazu kommen werden, das Ganze noch online auszutragen, eventuell noch. Aber ansonsten, wow, Stufe 30, cool. Ansonsten würde ich sagen, Leute, das war's endgültig hier bei Yu-Gi-Oh! 5D's Master of the Cards. Für dieses Yu-Gi-Oh! Let's Play. Das nächste folgt schon bald. Damit Reverse of Arcadia, was vor allem storytechnisch um einiges besser ist. In diesem Sinne, trotz allem, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Yu-Gi-Oh! Let's Play.